Es ist Dienstag, der 9. Juni. Ich begrüße euch herzlich mit einem kurzen und bündigen Losungswort heute. 2. Mose 20, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Und dazu die Umkehrung davon, ins Positive formuliert, Paulus in 1. Korinther 10, 24. Niemand suche das Seine, sondern was dem anderen dient. Stehlen ist eine Pandemie. Es hat mich schon früh gedacht, es werde viel geklaut, es werde aber auch viel gemaulet. Und darum hat es mich gedacht, nicht nur das Vieh hat die Maul- und Klauenseuche, sondern die Menschen haben die auch. Auch wenn man denkt, ja, das sind halt schon einzelne Fälle, das sind so bestimmte geschickte Abzocker, das sind Leute, die sich auf eine schlaue Art bereichern, oder das sind solche, die halt einfach brutale Raubüberfälle machen, und das gibt eine Schlagzeile in den Zeitungen. Wie es sich anfühlt, wenn man auf der anderen Seite steht, also bestohlen wird, das kennt jeder von uns. Mir ist es selber so gegangen, als ich eine Reise gemacht habe von St. Louis an die Westküste, die ich aber nicht erreicht habe, wo mir in Arizona, genau gesagt in Phoenix, mein gesamtes Reisegepäck ist gestohlen worden. Meine Kamera, meine vielen Fotos, die ich gemacht habe, mein Skizzenbuch, meine Kleider und sonst viele Sachen, die ich eigentlich hätte gebraucht, um meine Reise zu vollenden. Von all dem hatte ich nur noch $5 gehabt, der Pass und eine Wolldecke. Mit dem musste ich mich dann durchschlagen, wieder zurück bis St. Louis. Am Schluss hatte ich noch etwa 10 Cent gehabt. Einige davon habe ich noch gebraucht für einen Kaffee. Und dann bin ich angekommen, am Ausgangsort noch etwa mit 3 Cent im Sack. Aber ich bin angekommen. Die Ski sind mir gestohlen worden, das Velo ist mir gestohlen worden, Geld ist mir immer wieder gestohlen worden. Am miesesten habe ich mich gefühlt, hier in der Schweiz, wo wir einmal im Kirchgemeinderat statt eine Sitzung zu haben, in der Turnhalle von der Schule, konnten ein paar Matches spielen, für ein bisschen Durchfühlung zu haben, für sich ein bisschen anders zu erleben gegenseitig. Das war sehr lustig, weniger lustig, als ich nachher in die Garderobe gekommen bin. Mein Portemonnaie war weg. Es war kaum Geld drin, nicht der Wert. Aber ich musste alle Ausweise nachmachen, musste dort noch draufzahlen, habe viel Zeit verloren, hatte viel Ärger gehabt. Und da kommst du dir wirklich vor, wie der letzte Dreck. Weil er schiesst das fort, ihm nützt das alles nichts. Das 20er-Nötchen, das er vielleicht findet, mit dem kann er sich vielleicht einen Joint nachher kaufen. Das ist eben das Gefühl, wenn man bestohlen wird. Aus diesem Grund, weil die Räuberei eine Pyramide ist, wird es auch schnell eben pandemisch. Ich möchte mir erklären. An der Spitze dieser Pyramide steht der, wo Jesus von ihm sagt, er kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Johannes 10, Geschichte vom guten Hirt. Unter ihm stehen die sogenannten Mietlinge. Die gehören auch zu diesem System, sie laufen einfach davon, sobald es irgendwie ein bisschen heikel wird oder gefährlich. Und unter ihm ist eine breite Basis, wo der Paulus sagt, sucht nicht das Eurige, sondern sucht das, was dem anderen dient. Aber viele suchen eben das Ihrige. Sie sind nett, sie sind gut, sie sind lieb, aber es geht um ihre Sache. Es ist die schwiegende Basis, es ist die Basis, die wegschaut. Wenn die Nazis an die Macht gekommen sind, hätten sie das unmöglich können, wenn nicht so viele Leute einfach nur das Ihrige hätten gesucht und bei allem anderen weggeschaut. Der Raub hat im Himmel schon angefangen. Die Pyramide reicht also sehr hoch auf. Der Luzifer hat den Thron von Gott zusammen mit dem Mandat vom Lichtträger schlussendlich erobern. Er hat sich also auf einen Machtkampf angelegt und in einem gewissen Sinn hat er einen Thron erworben, nämlich den Thron über sehr viele Menschenherzen. Schon am Anfang ist es ihm ja gelungen, sich dort den Thron aufzustellen. Der erste Mensch, der auf dieser Welt geboren wurde, war bereits ein Krimineller nachher. Man sieht es ja an solchen Sachen. Er hat also die Menschenherz geraubt, durch eine Art Missbrauch.
und hat sie zu Defizitwesen degradiert. Wir sind dadurch defizitäre Wesen, solche, die immer einen Hunger haben, ein Loch in uns, etwas, das man füllen muss. Das Interessante ist, der eine hat den Thron ergattern, mit Betrug, mit Raub, unrechtmäßig, um zu sein wie Gott. Und vom anderen lesen wir, er hielt es nicht für einen Raub zu sein wie Gott, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Jesus Christus, er war wie Gott, aber er hat es nicht für einen Raub gehalten, sondern hat es alles verschenken für uns zu dienen. Bis zum Letzten. Das Räuberische drückt aus diesem Grund überall immer durch. Wir sind ein Ganoven-Geschlecht. Ganova kommt von dem Wort Ganaf, du sollst dich töten. Das ist eben ein Dieb. Wir sind ein Ganoven-Geschlecht und es bleibt bei all diesen Defiziten, die wir ja haben, uns gar nicht anders übrig, als uns irgendwo zu bedienen. Das ist generell so. Wohnen und nicht stellen. Am meisten geklaut wird er. Nein, das machen wir nicht, denkt ihr. Aber stellt euch mal vor, was das würde heissen, wenn man Gott immer der geben würde. Das machen wir selten und viele Leute machen es nicht. Er wird in grosser Menge gestohlen und wir nehmen es für uns in Anspruch. Aber auch unter Menschen gibt es das und viele Karrieren werden so aufbauen, dass man einem anderen die Ehre verweisen, untergraben, unterhöhlen mit irgendetwas. Auch kräfteraubend können wir sein. Nicht nur die Arbeit ist kräfteraubend, sondern die Menschen sind es manchmal auch. Und Gott sagt, ihr ermüdet mich. Kräfteraubend. Sie rauben sie die Kraft. Es könnte auch ganz anders gehen. Und auch unter uns gibt es das immer wieder, dass wir andere ermüden mit unserem Wesen. Auch Ideendiebstahl gibt es, da muss ich nicht viel darüber sagen. Und die Zeit wird auch geklaut. Von solchen Menschen, die so viel Aufmerksamkeit brauchen, dass sie in Grund und Boden runterreden. Wenn man nicht eine Notbremse ziehen kann, würde man noch 2 Stunden lang zuhören. Und so geht viel Zeit flöten. Auch die Gemeinschaft wird gestohlen. Denken wir an jemanden, der in eine Ehe einbricht, wo die Gemeinschaft wirklich rausraubt aus einem bestehenden Gebilde. Weil eben auch schon Kinder beraubt werden, ist das System pandemisch. Es tut sich von ihr zur nächsten Generation übertragen. Die Kinder müssen nämlich für die Mängel von ihren Eltern herhaben, weil wir ja Defizitwesen sind. Drückt sich das auch in der Erziehung, in der Kinderstube, in der Jugend aus. Kinder wachsen oft mit Mangelerscheinungen auf. Sie werden teilweise fast wie eine Ernährung von den Eltern gebraucht. Oder auf eine andere Art werden Eltern ihren Unmut los und ihre Mängel an den Kindern. Das kann ganze Generationen und wird die ganze Generationen prägen. Es gibt krasse Formen, es gibt schleichende Formen, zu den krassen zählen in der Missbrauch, wo jemandem sogar seine Unschuld geraubt wird, seine ganze Lebensqualität. Zu den schleichenden Formen, die nicht weniger zerstörerisch sein können, rechnen in Manipulation, seelische Formen von Missbrauch und. Aber an dieser Stelle von dieser falschen Vaterschaft und Elternschaft, das ist ja immer ein bisschen Mischrechnung, aber jedenfalls das, was wir eben nicht können und unseren Kindern schuldig bleiben, an dieser Stelle tritt Jesus Christus. Sein System ist nicht ein Mangelsystem, weil er sagt ja, ich führe meine Schafe auf die gute Weide und zum guten Wasser. Gegen die Pandemie vom Rauben hilft Jesus. Nur er. Das ist eine deutliche Sprache, die der Paulus hier redet. Er sagt nämlich, sucht nicht das, was euch ist. Sucht das, was von den anderen ist. Er sagt damit indirekt, Menschen suchen eigentlich das, was das eigene ist. Aber Jesus sagt, ich gebe euch Weid und Wasser. Im gleichen Abschnitt sagt er auch, ich gebe euch Leben und volles Genüge. Für das ist er gekommen.
Gemeinschaft aus seiner Sicht vom ersten Baustein an, von der ersten Begegnung an, ist ein Überflussphänomen. Jesus gibt aus dem Überfluss und aus dem heraus können andere empfangen und kommt es dann auch zu einem Überfluss an einem bestimmten Punkt. Nicht nur die Gemeinschaft generell, sondern jede einzelne Beziehung kann nur dann wirklich gut gelingen, wenn es diesen Überflussfaktor gibt. Wenn man nicht Hunger hat und sich vom anderen auch noch ein bisschen ernähren muss. Das ist nie eine gute Grundlage. Das ist eigentlich immer Stellen. Auch das Klauen selber, fühlt sich am Ende mies an. Nicht nur das beraubt werden hinterlässt so ein schlimmes Gefühl. Am Ende des Tages ist der sich wieder an Menschen hat bedient, in irgendeiner Art und Weise, selber der Beschissene. Weil er merkt, ich konnte nicht Wert vermitteln. Ich konnte jemandem anderen nicht einen Selbstwert ermöglichen. Ich hätte ihn ja erhöhen, den Selbstwert bei meinem Gegenüber. Ich hätte vertiefen, ich hätte verbreitern, ich hätte konsolidieren. Und damit hätte ich eigentlich wertschöpferisch auch bei mir selber einen neuen Wert geschaffen. Das sagt ja Jesus im Gleichnis von den Talenten. Er hat seine Talente investiert. Wenn es 10 waren, die er gut hat investiert, dann bekommt er dafür 10 Städte. Gott tut das gut einrechnen, wenn wir eben geben. Es ist für uns nie am Schluss eine Negativbilanz. Ich habe einen lernen kennen, der in der Computergame-Branche ist, ob sie kam und sehr hoch oben war. Er hat solche Games geholfen vermarkten, geholfen konzipieren und er hat ein Geschäft damit aufbauen. Und man muss es dir auch noch sagen, es sind ja nicht alles so zahme Spiele. Es gibt ja recht barbarische Sachen dort, eben räuberische, und es geht bis zum Killen. Item. Irgendwann ist Jesus begegnet, hat das Ganze an den Nagel gehängt. Dann hat er sich gesagt, ich möchte eigentlich jetzt gerne das Gegenteil machen. Der Fluss soll den anderen Weg herumfließen. Ich möchte denen helfen oder Sättigen helfen, die eben genau in die Klauen hineingekommen sind von meinem früheren Business. Und vielleicht sogar sind süchtig geworden nach Sättigem, das ihnen nicht viel bringt. Und ich habe ihn eingeladen, er hat einen Unterrichtskurs gemacht bei uns, unter den Konfirmanden. Was mache ich mit meiner Computersucht? Oder wie gehe ich sinnvoll um mit solchen Games? Und es war für mich schön zuzuschauen, wie er sich die Mühe hat genommen hat, er als Experte, für so Jugendliche zu beraten und ihnen zu zeigen, ja, es gibt ja noch einen anderen Kick. Er hat ja sein Zeugnis erzählt. Es gibt noch einen anderen Kick und ich kann noch auf eine andere Art Sieger sein. Nicht nur so hier auf dem Bildschirm. Damit wünsche ich euch einen schönen Tag.